Yes. Also ich hoffe, jetzt sind wir stark, ich hoffe es funktioniert. Der Dance ist am Zuschauen, kannst du das nachher reinschreiben, wenn irgendetwas zu leislich oder zu laut ist. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast, zum ersten Live-Podcast auf allerhand im Glarnerland mit dem Miro. Wir werden heute über Wirtschaft und Nachhaltigkeit reden, ob das zusammenpasst oder nicht. Wir sind jetzt auf dem Account, vom YouTube-Account vom Hobbykeller, weil das auf allerhand im Glarnerland auf dem Account noch nicht funktioniert hat. Ich habe das irgendwie noch nicht freigeschaltet. Das heisst, wenn es dann wieder mal so etwas wird geben, dann wäre es dann auf allerhand im Glarnerland. Ich hoffe, es funktioniert dann. Auch entschuldige ich mich natürlich dafür, dass wir jetzt 40 Minuten zu spät anfangen. Ja, so, wir lernen. Und genau. Es ist, wie es ist, gell? Es ist, wie es ist. Danke für den Tee, Miro. Bitte gerne. Ich tue dir einfach Wasser und einschenken. Jetzt muss ich das aber noch gerade So. auch da aufnehmen. So. Wie geht's dir? Danke, mir geht's super. Sehr gut. Ich bin glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja, ich auch. Das glaube ich, ja. Das ist, ein bisschen nervös, ein bisschen gespannt und freue mich auf das Gespräch. Mhm. Ja, freue mich auch. Wir sind jetzt hier in deinem Büro, wo du kannst arbeiten. Und es ist auch mega spannend, was du machst. Ich habe das nicht mal gewusst, weißt, ich habe ja, um nachher zu erklären, wieso dass wir jetzt einen Podcast machen. Ich habe auf Insta irgendetwas repostet von Fridays for Future, glaube ich, oder irgend so, oder vom Klimastreik. Ja. Und habe dann gefunden, es ist darum gegangen, der Earth Overshoot Day. Das ist der Tag im Jahr, wo die Schweiz eigentlich die Ressourcen vom ganzen Jahr schon aufgebraucht hat. Und das war am 11. Mai oder so gewesen. Also jetzt vor 2 Wochen oder so. Und dann habe ich das auf meine Insta-Story so, jetzt den Rest des Jahres leben wir auf Pump. Schön, dass das keine Konsequenzen hat. Und dann hast du mir geschrieben, schön, dass wir die Wirtschaft an die Wand fahren wollen und irgendwie und dann nachher nicht mehr mit anderen Ländern konkurrieren können. So ganz in die Richtung ist es gegangen. Dann habe ich gefunden, das wäre ein super Thema für den Podcast, darum sind wir jetzt da. Ja. Es wird spannend. Jetzt habe ich dir vorher gar nicht erklären, wo wir da sind, was du so ein bisschen machst, was du mit der Wirtschaft überhaupt zu tun hast, wieso du nach dem interessiert bist. Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, ich bin da hinten, es ist ein Büro, wo geteilt wird, beziehungsweise ich bin da nur eingemietet oder ich bin sogar gratis und das Ganze funktioniert so ein bisschen im Synergiebereich, heisst ich bin in einem ganz anderen Bereich tätig als jetzt der Inhaber vom Büro und somit können wir uns austauschen und Synergie erzeugen, also halt ich kann von ihm profitieren und er von mir und beide haben halt einen anderen Hintergrund und ja, dementsprechend kann man sich gegenseitig helfen und weiter antreiben. Und der Grundgedanke, wieso wir das gemacht haben, ist eigentlich, wenn wir beide davon überzeugt sind, dass der Kryptobereich bzw. das ganze Krypto-Ökosystem unser Leben komplett verändern wird, die Wirtschaft komplett verändern wird. Und da haben wir uns gefunden, okay, positionieren wir uns jetzt, bevor das in 10 Jahren Mainstream ist, beziehungsweise bevor das in 10 Jahren dann halt ja einfach der normale Umgang allgemein ist, ja. Ja, genau, bevor alle eigentlich schlussendlich auf den Zug aufgekumpelt sind. Und jetzt beschäftigen wir uns tagtäglich mit dem Kryptobereich, mit kleinen Projekten, auch mit Handel von einzelnen Währungen. Also Kryptowährungen, vielleicht mal am Anfang, was sind Kryptowährungen? Oder was ist das ganze Thema? Wieso interessiert dich das? Ja, was ist es? Also, wieso mich das interessiert, ist erstens mal die Kryptowelt, bzw. der Gedanke hinter der Kryptowelt ist dezentral. Also unser momentanes Interagieren beruht ja eigentlich auf zentralen Systemen. Sagen wir es so. Sagen wir, die Regierung ist ein zentrales System. Die Wirtschaft. So, ja. Ja, es geht eigentlich mehr um Regierungen und also politische Systeme und schon auch in der Wirtschaft hast du komplett recht, wo Institutionen sehr zentral sind, so, ja, genau. Viel mächtiger, oder? Ja. Grundsätzlich.
Und der Gedanke, wie schon gesagt, im Kryptobereich ist dezentral. Also man kann sich das eigentlich immer so bildlich vorstellen. Zum Beispiel Frankreich ist sehr ein zentralistisches Land. Das heisst, es wird eigentlich von Paris aus wird das regiert. Wir in der Schweiz sind eher ein bisschen dezentral. Wir haben auch eine zentrale Regierung, aber all unsere Kantone sind auch eigenständig oder stark eigenständig, viel mehr als jetzt in Frankreich, die Provinzen. Und somit hat man wie ein bisschen beides. Oder? Man hat als Gegensatz zum nur Zentralen hat man auch lokale Orte, wo Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und im Kryptobereich ist das ähnlich. Man will eigentlich schlussendlich die Macht zurück oder die Macht vom Geld jetzt einfach. Also die Macht vom Geld und von der Entscheidung. Mit dem Geld triffst du ja eine Entscheidung, oder? Will man zurück zu den Leuten bringen. Man will den Leuten wieder mehr Macht können geben. Im Sinne von mehr Entscheidungskraft, wie ich gesagt habe. Ich sage mal, es ist nun mal so, dass Geld regiert die Welt und Geld ist Macht. Und momentan haben wir sehr viele Machtträger. Ich meine, Banken sind ein sehr grosser, sie haben sehr viel Einfluss. Ja, genau, ja. Sehr viel Einfluss. Und im Kryptobereich wird man, oder einfach, wie ich gesagt habe, der Gedanke ist schlussendlich eine fairere Verteilung der Ressourcen. In dem Fall ist die Ressource Geld. Mhm. Für mich ist Kryptowährung eigentlich einfach immer nur gewesen, halt Online-Geld. So. Aber jetzt, du bist wie fast gar nicht auf den Aspekt eingegangen. Also verstehe ich das irgendwie falsch? Geht es gar nicht darum, irgendwie das Geld digital zu machen, sondern, oder? Mal natürlich, das ist, da hast du komplett recht. Also es ist digitales Geld, wie du sagst, und dann gibt es natürlich verschiedene Arten von der Ausführung von digitalem Geld. Also Krypto ist dezentral, heisst Community entscheidet. Dann gibt es jetzt auch immer mehr Anstrebungen von Ländern, einen digitalen Dollar, einen digitalen Yuan, einen digitalen Schweizer Franken, einen digitalen Euro. Mhm. Und was eben da sehr, sehr interessant ist, das Digitale ist einfach so viel nachvollziehbarer, nachverfolgbarer. Und es ist ein sehr entscheidender Zeitpunkt momentan, wo wir uns befinden, weil wenn die Regierungen, wie zum Beispiel China, noch mehr Macht bekommt, indem dass sie jede Bewegung, jede Transaktion tracen können, jede Transaktion nachverfolgen können und genau ja jede nachverfolgen können, ist die Masse um einiges kontrollierbarer. Mhm. Und der Kryptobereich wird ja der Masse eigentlich wieder mehr Macht zusprechen. Das heißt, es ist nicht eine zentrale Person oder eine Gruppe dahinter, sondern vielmehr die Community, wo eigentlich die Ressourcen verteilt und so weiter. Da gibt es auch Abstufungen, oder mit mehr Geld hast du natürlich auch, oder mit mehr Umfeld hast du mehr Wirkungskraft. Aber es ist nicht eine Gruppe, wo eine gebündelte Ressourcenkraft, also das ganze Land kann halt nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja. Das ist voll schwierig für mich zu fassen. Okay, also es ist mega kompliziert. Also, so wie ich es verstanden habe, ist eine Art wie eigentlich eine Analogie zum Bankenwesen. Du hast eine Bank, die verwaltet, also jetzt unsere Nationalbank verwaltet das Geld. Mhm. Und wir haben jetzt das Bankengeheimnis und wir vertrauen unserer Nationalbank. Das ist eigentlich noch recht gut so, wir haben es eigentlich gut. Wenn sie hätten aber rein theoretisch die Macht, zum von jedem genau nachvollziehen, wo und welches Geld einfließt und was. Mhm. Und wenn das in Art ins Digitale übergehen, wird das noch viel einfacher, wird das noch viel einfacher werden, das zu missbrauchen. Und gerade jetzt, wenn so China das macht oder anfängt zu machen oder eben die USA oder so, wenn das alles dann digital wird, nachher wäre es jetzt aus deiner Sicht ein Risiko oder so. Also das würde einfach ein Werkzeug von der Regierung, um eben Art wirklich
ganz genau nachvollziehen, Ja. wer was mit seinem Geld macht. Ja. Und Kryptowährungen sind wie privat, Mhm. so private Institutionen oder Gemeinschaften Ja. oder so, Mhm. wo dann eine Art Das eine Gegenstück. Währung einfach erschaffen, wo eine Art einfach dann, ja, wir sagen jetzt einfach, ja, man könnte das ja mit allem machen, eigentlich in der Realität. Könnte ich jetzt sagen, ja, wir zwei haben jetzt eine Abmachung untereinander, wir tun jetzt Papierli austauschen, oder irgendwie Murmeli oder so, wenn man das cool findet. Und dann wird das auch ein grösserer Maßstab, aber eigentlich sind es private Personen, die miteinander abmachen, hey, wir einigen uns jetzt auf das Geld und alle tun es miteinander korrigieren. Ja, ja, in der Kontrollieren, sorry. Ja. 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 In der Kryptowelt ist es, oder die Kryptowährungen, dort, du hast es gut angesprochen, im Sinn, du hast gesagt, Geld ist nichts anderes als ein Vertrauenssystem. Und da hast du komplett recht, wenn ich dich richtig verstanden habe mit dem Murmeli, oder? Ja, genau. Ja. Das ist so. Das ist eine Abmachung, ja. Also eine Abmachung zwischeneinander, ein Vertrauen darauf, dass man denkt, dass man weiss, okay, beim Metzger kann ich jetzt das Nötchen einlösen und komme das über, was ich will, ein Stück Fleisch oder was auch immer. Dort kann ich gut Papier kaufen. Und in der Kryptowelt basiert das Vertrauen nicht auf einer Regierung. Also wir vertrauen ja eigentlich dem Schweizer Franken, weil wir dem Schweizer Staat vertrauen, weil alle Leute da den Schweizer Franken akzeptieren. Und bei der Kryptowährung ist es so, dass es auf kryptografischen Gesetzen zu vertrauen basiert. Das heisst, dort kann kein Geld gestohlen werden, es kann kein Geld, es wird keine Inflation hergestellt. Es geht darum, der kryptografische Algorithmus ist dafür zuständig, damit das Geld sicher ist, damit niemand einfach so, man kann das nicht hacken. Blockchain ist das schlussendlich, oder? Ja. Wo man auch immer wieder hört. Und Blockchain ist eigentlich nichts anderes, als dass jeder, der die Kryptowährung hat, auf seinem Computer einen Teil zumindest von der ganzen Transaktionshistorie gespeichert hat. Ja. Und somit kann man einfach herausfinden, wem gehört was. Weil alle wissen genau, ich habe dir jetzt 5 Franken gegeben. Weil das ist auf allen Computern auf der ganzen Welt gespeichert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur 5 Franken auf dem Konto habe und sie dir gebe, kann ich nicht einfach wieder 5 Franken jemand anderem geben, weil das dann der Algorithmus einfach sagt, nein, das funktioniert nicht. Das ist das Gesetz, das ist die Regel. Du hast... Auf so vielen anderen Computern steht aber, dass du die 5 Stutz nicht mehr hast. Genau. Und darum wissen wir, ja, okay. Ja, ganz genau. Easy. Und dort eine Art, probieren wir so klein richtig eine Art Nachhaltigkeit zu diskutieren. Mhm. Natürlich, eben, du hast es vor dem Podcast schon gesagt, das wäre ein Thema für einen Ja, eigenen sehr. Podcast und so. Und auch wenn jetzt die Leute dann Fragen haben oder so, mal, dann würde ich sie einfach weiter verweisen oder so, wenn es jemand interessiert. Auch gerne eure eigene Meinung oder Erfahrungen eine Art mitgeben, das interessiert mich und uns mega zu dem Thema. Sehr. Probieren wir so klein die Richtung Mhm. Nachhaltigkeit zu driften. Du hast es angesprochen, eben jeder hat eine Art, dann, auf jedem PC ist eine Art ein gewisses Ding abgespeichert, das braucht brutal viel Energie. Gerade beim Mining und jetzt das bekannteste, oder das grösste im Moment noch ist ja der Bitcoin. Genau. Und das ist ja, so wie ich es verstanden habe, auch ein nicht wirklich effizientes System. Also es gibt schon bessere, die dann weniger Energie brauchen, aber es braucht brutal viel Energie und da können wir so ein bisschen in das Thema rein. Also, findest du das eine Art vertretbar oder findest du, dass wir haben gar keine Alternative, es ist viel wichtiger, dass wir jetzt das machen, oder findest du einfach, ja, das interessiert mich nicht, das, Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass Bitcoin momentan eine enorme oder horrende Summe von Energie konsumiert, das ist so. Jedoch ist ein Großteil also ich meine, ich habe die Daten nicht genau vor Augen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil auch aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Und das ganze Problem ist für mich, es ist vorhanden. Bitcoin verbraucht enorm viele Ressourcen, oder enorm viel Energie. Das ist keineswegs abzustreiten. Aber
beim Energieproblem ist das Ganze ein bisschen, wie sagen wir, ein bisschen nicht konkreter, ein bisschen komplexer. Ja. Und zwar ist es so, dass wir tagtäglich viel zu viel Energie haben. Bei uns ist es ja so, dass die Stromspitze, also das ist dann Mittag, Morgen und Abend, enorme hohe Anforderung an Energie ist, oder? Weil alle duschen, alle kochen, alle brauchen den Föhn. Dann ist enorm viel Energie gefragt. Und für das haben wir dann unsere Atomkraftwerke und so weiter. Die Werkzeuge, sagen wir jetzt mal, die in der Lage sind, sehr viel Strom in kurzer Zeit zu produzieren, oder? Und das sind grüne also wiederverwendbare Energien nicht. Die können nicht die Stromspitze abdecken. Und wir sind auch, ich weiß nicht, wie weit wir davon entfernt sind, aber momentan ist es nicht möglich. Und es wird auch in absehbarer Zukunft, in den nächsten paar Jahren, wahrscheinlich nicht unbedingt möglich sein. Je nachdem, wie das man es... Ja, genau. Noch weiter besprechen. Aber was ich mit dem sagen will, ist, durch den ganzen Tag durch hast du so einen grossen Energieüberschuss, den du nicht verwenden kannst. In Deutschland macht man das sehr oft, dass man durch den Tag durch einfach im Sommer das Eisenbahnnetz beheizt. Obwohl es ja nicht notwendig ist. Nur zum Strom zu verbrauchen. Ja. Weil einfach zu viel Strom auf dem System ist. Also man will dementsprechend einen Strom, einen Ausfall vom Stromnetz vorbeugen, oder? Ja. Weil sonst das ganze System überladen wird. Ja. Darum haben wir da hinten Und der Strom kann man brauchen, um so ein Netzwerk zu produzieren, also zu unterhalten. Ja. Aber das Netzwerk, das wäre ja jetzt eine Art, das Netzwerk braucht so viel Energie, um das Vertrauen überbrücken oder so. Also das eigentlich vieles von dem, was in dem System passiert, braucht ja eine Art das Bargeld oder so, oder jetzt braucht ich das nicht. Und für mich wäre es dann wie jetzt im Moment, wo ich eben noch nicht so viel Ahnung habe, so, das vielleicht auch falsch einschätze oder gewisse Sachen noch nicht denke. Für mich ist zum Beispiel ein Thema, aus Stromüberschuss nachhaltige Treibstoffe, also synthetische Treibstoffe und so herzustellen. Und das, sicher. Also, sicher jetzt nicht irgendwie, also ich frage mich dort, machen wir nur noch kurz das Thema, nachher wirklich um allgemeine Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Gibt es nicht, also ist es, wie nötig ist es aus deiner Sicht so Kryptowährungen? Wieso kann man das nicht mit einfach Bargeld oder Kredit du meinst, ob Kryptowährungen überhaupt notwendig sind? Genau, ja. Du meinst, ob der Strom, den man braucht, überhaupt... Wieso brauchen wir Kryptowährung so? Okay. Also erstens mal nur schon zum bevor man wieso oder ob man es braucht. Bitcoin, hast du gesagt, Bitcoin basiert auf dem Konzept Proof of Work. Heißt, du musst eigentlich Arbeit verrichten, damit du beweisen kannst, dass deine Transaktion oder dass die Information, die du speicherst, Wert hat. Weil wenn du das nicht müsstest, wenn du einfach die Information speichern könntest, gibt es so eine 51%-Attacke, sagt man. Das heisst, du könntest einfach Informationen speichern, die falsch sind, oder? Und somit könnte man wie nicht die Sicherheit von dem Netzwerk garantieren. Ja. Das heisst, die Energie, das heisst eigentlich Double Spending verhindert das. Du kannst nicht einen Coin ausgeben und danach kannst du 51 von allen Computern haben, von allen Computern, die sagen, das ist so gelaufen. Kannst du nicht, dann kannst du nicht sagen, also es geht schlussendlich darum, wenn du einfach eine Information könntest speichern, ohne Arbeit dafür zu verrichten, könntest du Gelder verschieben und danach könntest du sie wieder verschieben. Aber wenn du eben Energie aufwenden musst, dann ist es wie zu teuer, um die Verschiebung zu machen. Also es ist wie so, du hast 10 Leute zusammen und es geht um eine Zehnernote und man sagt, hey, wer bekommt jetzt die Zehnernote? Und
oder wir müssen 9 Leute nehmen, damit es wegen Demokratie und so, wegen den 51%, und nachher, damit nicht 5 Leute einfach sich zusammen, damit du nicht einfach 5 Leute irgendwie einen Stutz gibst und sagst, hey, stimme für mich, da komme ich 10 Stutz über, musst du eine Art, müssen alle, die mitmachen bei dieser Abstimmung, einen gewissen Beitrag schon leisten, damit es sich nachher nicht mehr lohnt, um eine Art selber den Aufwand zu betreiben, dass man einfach eine Art also System zum Beispiel, überlisten. ja, zum Beispiel, dass nicht eine Regierung hergehen kann, zum Beispiel China, wo ein grosser Teil von dieser Hashing Power ist in China. Das heisst, alle die, oder zum Beispiel sagen wir China, kauft enorm viele Server und hat auf einmal 51% Anrecht im System. Also 51% Serverleistung, und die Serverleistung tut dann bestimmen, was schlussendlich wahr ist und was nicht, oder? Das heißt, die haben 51, also können sie sagen, was stimmt und was nicht. Das heißt, sie können sagen, ich schicke dir Geld und ich schicke ihm Geld, aber ich habe nur einmal Geld. Ja. Und das wird damit verhindert. Ja. Schlussendlich. Ja, voll. Okay. Also eben, das geht zu weit, definitiv. über meinen Kopf. Und probieren wir gleich jetzt eine Art allgemein um die Wirtschaft und Nachhaltigkeit Sehr zu gerne. diskutieren. Passt das aus deiner Sicht zusammen? Wo passt das zusammen, wo nicht? Also, Jawohl. welche nachhaltigen Bestrebungen, die jetzt ich zum Beispiel vertrete, Ja, sind aus deiner Sicht nicht notwendig, oder? notwendig oder nicht kombinierbar mit der... Wo ist die Wirtschaft wichtiger als die Bestrebungen, die zum Beispiel ich habe? Ja. Kannst du ein bisschen präziser werden? Ich weiß nicht, also zum Beispiel jetzt gerade bei dem Earth Overshoot Day, Ja. wo wir sagen, hey, ab jetzt leben wir auf Pump. Jawohl. Und ich kann schon ein bisschen mit dem wollen sagen, hey, und noch, hey, es hat keine Konsequenzen. Und ich kann schon ein bisschen damit wollen sagen, hey, eigentlich ist das ja falsch, dass wir auf Pump leben, weil es kann ja nicht aufgehen, dann langfristig kann es nicht aufgehen. Und dann sagst du, ja, die Wirtschaft, wenn wir die Wirtschaft, wir null sind, um die Wirtschaft an die Wand zu fahren. Wie meinst du das? Ich meine mit dem so, dass wir in der Schweiz ja fast schon Vorreiter sind im Sinne von wegen grünen oder wiederverwendbaren Energien. Zum Beispiel im Glarnerland produzieren wir 70% von unserem 70% von unserem Energiebedarf ist deckt durch grüne Ressourcen, durch vor allem Wasserkraft, oder? Und ich muss sagen, das ist ein enorm hoher Wirkungsgrad von wiederverwendbaren Energien. Und dann ist es eben genau das System, wo man momentan hat, im Sinne von wegen, man will immer mehr von diesen grossen Energien wegkommen, von diesen starken, schnell produzierenden grossen Mengen und sie ersetzen. Also zum Beispiel vom Atomkraftwerk will man jetzt wegkommen, weil das auch wieder Auswirkungen hat auf die Natur, was ja auch so ist. Will man wegkommen und viel mehr überall also Windräder aufstellen, Solarpanels und so weiter. Und der Gedanke ist eigentlich sehr schön, aber wie wir vorhin schon angesprochen haben mit den Energiespitzen, momentan nicht vereinigbar. Also wir können unseren Energiebedarf decken zu 80% durch erneuerbare Ressourcen, aber nicht die 20%. Und das ist enorm schwierig, einen Wirkungsgrad von 100% überzukommen. Ich weiss nicht, kennst du das Konzept 80-20? Ich referiere immer wieder zu dem, ich habe das so gerne im Sinne von wegen, mit 80% mit 20% Leistung. Mit 20% Leistung kommst du zu 80% vom Resultat, oder? Und zum 100% zu bekommen, brauchst du dann nochmal die 80% Zeit. Also beziehungsweise um die letzten 20% Arbeit zu bekommen, brauchst du nochmal 80% Zeit. Und das ist da in dem genau gleich, dass wir übereffizient sein wollen, in einem kleinen Ländchen, wo schlussendlich eben auch Konkurrenz konkurrieren muss mit dem Umfeld. Ich meine, China ist das scheißegal schlussendlich, ob sie einen Overshoot Day haben oder nicht. Sie wollen mächtig werden, sie wollen ihre Macht expandieren und für die ist das gefundenes Fressen, wenn wir einfach finden, okay, nein, wir tun uns jetzt auf das
reduzieren. Das ist denen scheißegal. Die denken, okay, Vollidioten, wir kommen jetzt und übernehmen euch im Laufe der Zeit, weil wir uns reduzieren und durch das unsere Ressourcen nicht optimal einteilen. Und das ist enorm wichtig. Die Allokation der Ressourcen ist ja schlussendlich das. Was ist Allokation? Allokation der Ressourcen ist die optimale Einteilung der Ressourcen. Ja. Das ist ein Begriff in der Wirtschaft, wo eigentlich enorm wichtig ist. Das ist, dass jeder das macht, was er am besten kann. Ja. Und nur so überleben wir als Gesellschaft. Wir können nicht alle CEOs sein, wir können nicht alle WC putzen, wir können nicht alle Gärtner sein, jeder muss das machen, was er am besten kann. Im Optimalfall, ja. Das ist am effizientesten. Das ist am so effizientesten. am weitesten. Wenn man Theorie, ja. Ja, auch in der Praxis. Ja, also du kommst halt in der Praxis nie genau dorthin, aber Genau. ja, Es ist, genau, da hast du recht. es ist am besten. Auch wieder 80-20 wahrscheinlich. Und das ist das, was ich meine. Ich bin auch deiner Meinung, dass man vielleicht gewisse Technologien noch mehr fördern kann und zum Beispiel von anderen Sachen wegkommen kann. Aber was natürlich, was mir immer wieder im Kopf schwebt, ist, wie speichern wir unsere Energie heutzutage? Das ist einer der allergrößten Probleme, die wir haben mit den Lithium-Ionen-Akkus. Die sind für die Umwelt um einiges schlimmer als viele Sachen. Und die Auswirkungen vom Mining, von diesen Materialien, die sind horrend auf die Umwelt. Das Zeug wird, also ich meine, das Lithium, die seltene Erde wird in Afrika gefördert, abgebaut, mit enorm viel Kohlekraft. Also dort, was ich eigentlich grundsätzlich kann sagen, ist, dass wir sehr einen hohen Wirkungsgrad haben in der Schweiz. Und wenn wir den Wirkungsgrad erhöhen wollen, konsumieren wir mehr Ressourcen, als wir schlussendlich eigentlich würden in nachhaltige können umwandeln. Genau, Ja. weil wir wollen so nachhaltig sein, dass es vielleicht bei uns in der Schweiz nachhaltig ist. Aber man muss sich fragen, leidet nicht der Rest der Welt, wenn wir jetzt auf 100% raufgehen, weil wir so viele Batterien haben, so viele Solarpanels, all das Zeug muss hergestellt werden. Das wird nicht in der Schweiz hergestellt. Das wird in der Welt aussen hergestellt, wo enorm viel Leistung und Arbeit reinfließt. Das wäre aber dann per Definition der Teil. Also mit dem von vorher, ich sehe genau, was du meinst. So. Nur hast zu dem Teil, das, was du am Schluss gesagt hast, Sicher. wäre ja dann aber per Definition nicht nachhaltig. Das heisst, man müsste auch andere Wege für das finden. Wie meinst du, was wäre nicht nachhaltig? Wenn wir jetzt einfach in der Schweiz eine Art schaffen, dass wir einfach 70% haben. die Klimaneutralität von der Schweiz funktioniert nicht, wenn wir einfach unser Klima, der Teil, wo wir das Klima schadet, einfach also ins Ausland verschieben. Das funktioniert nicht, da bin ich gleicher Meinung. Es muss eine Art, die Schweiz müsste zu einem Punkt kommen, wo eine Art die Schweiz für niemand mehr eine Art, wo nachhaltig ist, über die Landesgrenze raus. Genau, ganz genau. Und das ist momentan nicht möglich. Das ist momentan, wenn man jetzt die Welt als Organismus betrachtet und die Schweiz ist ein Teil von dem Organismus, oder? Und sagen wir jetzt einfach, der kleine Teil saugt enorm viele Ressourcen vom ganzen Lebewesen ab. In Sinne, sagen wir jetzt, die Ressourcen, die wir konsumieren, ist Energie. Dann saugen wir Energie aus der restlichen Welt raus und pumpen sie bei uns rein. Nur, dass wir da ein Bewusstsein haben, von wegen, wir sind grün. Ja, aber das machen wir ja jetzt. Und wir wollen ja einen Weg dort herausfinden. In Sinn von wegen, dass wir mehr Batterien haben. Wo Eben nicht. Also, das wäre, dort sehe ich die voll. Dort weiss ich genau, was du meinst. Aus meiner Sicht nützt es nichts, dass wir... Also, aber das wäre dann für mich eher ein Fall von Greenwashing, dass man einfach sagt, hey, wir haben dafür Elektroautos und so, wo die hergestellt sind, scheißegal. Ja, das meine ich. Genau, aber das meine ich. Dort sind wir genau der gleichen Meinung. Also das geht nicht. Ich glaube, dort, wo unsere Meinung dann nachher werden auseinandergehen, wo es könnte auseinandergehen, ist, wie lösen wir denn das Problem? Weil für mich ist, das habe ich mir letztens überlegt, für mich ist Nachhaltigkeit eben nicht eine Entscheidung, sondern eine Bedingung.
das Öko-Zeug, das Ökospinnerzeug ist aus meiner Perspektive keine Entscheidung. Das ist nicht einfach so ein Luxus. Und zwar ist es so, dass Leute, die mehr Geld haben, die mehr Luxus haben, mehr Bildung haben und sich das überhaupt leisten können, auch sich mehr dafür interessieren. Das ist ein bisschen paradox, das ist ein Scheiße. Ja. Aber eigentlich, aus meiner Perspektive, ist wirklich so, das ist nicht etwas, wo wir können darüber debattieren oder so, sondern Nachhaltigkeit wäre eigentlich eine Bedingung. Oder das ganze Öko-Zeugs. Ja, das... Und dort ist nachher die Frage, okay, aber was interessiert uns China und die USA und all die Länder, die uns dann vielleicht überrollen oder so, was interessiert uns die, wenn ich jetzt, wenn ich von mir in den Spiegel schaue und sage, hey, wir saugen den Rest der Welt auf, damit wir uns jeder 2 Autos oder jeder 1 Auto leisten, dass wir uns Ferien leisten, wie blöd. Und dann kommt noch das dazu, wir geniessen es nicht einmal. Das ist sehr schade. So Sachen. Ja. Also dort wäre ich erstens für Reduktion. Also bleiben wir bei dem. Dort wäre ich für eine Reduktion. Erster Punkt. Und das würde aber die Wirtschaft betreffen. Was meinst du dazu? Würdest du noch sagen, okay, dann verlieren wir aber mega viele Möglichkeiten? Ja. Oder bist du der gleichen Meinung, dass man wie Reduktion, dass eigentlich Reduktion etwas Gutes wäre? Eine Reduktion ist in meiner Meinung nicht die Lösung. Weil, was ich eigentlich mit dem sagen möchte, ist, wir haben jetzt eben die Bedenken, die umweltlichen Bedenken. Und wenn wir uns drangieren, wenn wir uns halb beschneiden, uns den Arm abschneiden, dann werden wir in 10 bis 20 Jahren nicht mehr den Luxus haben, um über solche Sachen zu diskutieren. Oder vielleicht in 50 Jahren. Das ist mein Grundsatz. Ich verstehe deine Ansicht von wegen, es ist eine Bedingung und so weiter. Und ich finde das sehr einen schönen Gedanken, sehr erstrebenswert. Aber schlussendlich ist es nicht der Realität entsprechend. Weil man muss wirklich auch immer schauen, man darf sich so Sachen überlegen, wie du sagst, aber man muss auch immer schauen, wie ist die Welt wirklich, wie ist mein Umfeld. Und was hat es für Auswirkungen, was hat es für Konsequenzen. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Und mit dem, dass wir, wenn wir heute uns sagen, okay, wir reduzieren und schwächen die Wirtschaft in dem, weil wir den Konsum eben runterfahren und halt nicht mehr so viel Geld umsetzen und gar nicht mehr die Möglichkeiten haben, wie wir jetzt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass man das vielleicht sagt und es schön tönt, aber sobald wir auf einmal zum Beispiel ein Drittweltland wären, würde niemand mehr so denken. Dann wäre es allen scheißegal, weil der Mensch ist grundsätzlich sehr egoistisch und du bist das jetzt nicht. Du probierst da einen anderen Weg zu gehen. Das habe ich ehrlich gesagt auch lange selber probiert, bis ich irgendwann für mich erkennen musste, es ist auch nicht der Sinn schlussendlich, dass ich mich reduziere, damit andere eben trotzdem genau das weitermachen, was sie so oder so wollen. Sondern es ist wichtig, dass du dein Leben so lebst, wie es deinem Umfeld auch entspricht. Also dich einfach nur zu reduzieren, macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn. Aber was ich mit dem Egoistischen meine, der Mensch denkt für sich selber und das ist nichts Verwerfliches. Das ist so, wie wir uns entwickelt haben. Wir haben uns so entwickelt, damit der Mensch, wir haben uns egoistisch entwickelt, damit wir überleben. Schlussendlich ist es einfach, ich meine, wenn du enorm Hunger hast, dann bist du nicht mehr happy und teilst alles, sondern dann schaust du einfach nur für dich. Und das ist immer so ein Ding von Umstand. Also wenn es uns enorm gut geht, kann man schon so schöne moralische Bedenken haben, aber schlussendlich, wenn du dann auf einmal wieder kämpfen musst für das, was du hast, dann denkst du nicht mehr so. Und ich denke, es ist einfach eine Entwicklung. Der Mensch entwickelt sich und wenn es halt irgendwann nicht klappt, dann lernt man daraus. Das ist wie, ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt als einzelne Generation nicht erstens mal in der Lage sind, oder all das als falsch darzustellen, was unsere Vorfahren für uns kreiert haben. Weil schlussendlich sind wir Könige. Wir in der Schweiz leben wie Könige.
Und das haben unsere Vorfahren mit Blut, mit Arbeit für uns hart erkämpft und erarbeitet. Und ich glaube, sie wären enttäuscht, wenn sie sehen würden, dass wir das einfach aus dem Fenster rühren wollen, wegen moralischen Bedenken. Und das finde ich, das sind Sachen, wo für mich hat es Zeit gebraucht, bis ich so etwas erkannt habe. Aber ich bin zu 100% von dieser Meinung überzogen und würde die auch weiterhin verteidigen. Mhm. Easy, ja, also, ich finde es mega spannend. Also ein paar Punkte. Mhm. Ich hoffe, ich bringe alles zusammen. Mhm. Das erste ist, ich probiere zuerst ein paar Punkte von mir einfach zu machen sicher, und danach sicher. dann habe ich noch eine Frage. Drittweltländer Ja. schaden dem Klima nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber weißt du, weil du gesagt hast, wenn jemand, der Hunger hat, der interessiert sich dann nicht für die anderen. Okay, ja. Jemand, der Hunger hat wahrscheinlich nicht so, lebt wahrscheinlich nicht auf Kosten von anderen. Weißt du, das ist so ein Punkt. Und Ja. das ist wieder die Frage, ja, Das ist es uns wert, um uns einschränken? Und dort, das ist eben, glaube ich, dann der grundsätzliche Unterschied. Ist es uns wert? Okay, dann müssen wir uns überlegen, was hat denn einen Wert auf der Welt? Und eben dort ist auf der einen Seite ist so der wirtschaftliche Ansatz, wo eben das Konkurrenzding ein bisschen ist. Wenn das stimmt, dann würde ich voll zustimmen. Aber das kann man halt auch, können wir vielleicht nicht ganz wissen dann am Schluss. Vielleicht geht es ja wirklich um Wirtschaft und die Weltmächte sind vielleicht wirklich einfach eine Art Realität. Also egoistisch, es ist wirklich einfach die Realität. Es so. ist die Realität. Und dass die grünen Öko-Leute so, wo ich mich wieder dazu erzähle, wir sind einfach vielleicht wirklich so ein bisschen naiv, so, es kann alles sein. Dass man wie sagt, okay, die Realität ist eigentlich so, dass alle im Konkurrieren sind und Menschen sind vielleicht einfach dumm oder eben egoistisch trifft es besser. Aber nachher würde es aber weitergehen für mich, okay, für mich wäre das aber eine Art Fortschritt. Für mich wäre das eine Art in die Nachhaltigkeit kommen. Das mit dem Reduzieren wird eben häufig, und so habe ich das ein bisschen von dir auch so halb verstanden, dass das wie als Rückschritt wahrgenommen wird, oder du siehst es auch, als wäre es ein Rückschritt, ja. Aber für mich hat das mehr zu tun mit, das wäre ja vielleicht auch ein Fortschritt, wenn wir wieder genügsamer werden, wenn wir weniger verbrauchen würden, wenn wir den Konsum und so, das ist ja alles, eben, das ist ein Luxus, das ist könighaft und so, aber ist das, was unsere Vorfahren wollen, dass wir unsere Umwelt einfach kaputt konsumieren? Also es ist ja nicht ein Mehrwert oder so. Das war immer so und wird auch immer so sein. Ich meine, im 15. Jahrhundert ist es nicht anders gewesen. Da haben wir im Gladenland all unsere Ressourcen verbraucht. Wir haben das ganze Holz abgewalzt. Wir haben den ganzen Wald abgewalzt. Und wir haben alles Holz verbraucht dahinter. Was hat gefolgt darauf? Eine Hungersnot. Was ist passiert? Die Leute haben ihre Kinder weggeschickt. Die haben die Kinder auf Zürich geschickt. Die Kinder sind auf Zürich gelaufen, der Großteil ist nur schon auf dem Weg gestorben. Und irgendwann haben vor den Toren von Zürich so viele Kinder sind gestanden, dass sie die Tore zugetan haben. Und die Kinder sind gestorben, elend, verhungert vor den Toren von Zürich. Das heisst, wir haben die Probleme auch gehabt, die sie in Afrika jetzt haben. Wir haben einen Weg gefunden, um uns über das hinüberentwickeln, dass wir genau solche Debakel nicht mehr miterleben müssen. Und genau darum haben wir unsere Welt so geschaffen, wie sie ist. Unsere Welt ist nicht böse. Sie ist sehr ehrlich. Man muss das einfach anfangen zu sehen und das mit dem Leben und das können in sein eigenes Leben einfließen lassen. Aber also, okay, aber dann ist es wie vielleicht, dann haben wir dort vielleicht einfach so, so können wir vielleicht ja dann wie nicht wissen, ob das, ich sehe das jetzt eher, ich würde das glauben, ich schließe es wie nicht aus, dass das ein nächster Schritt von der Entwicklung wäre. Also Drittweltland, Industrienation, nachher eine Luxusnation halt, wo wir jetzt sind, und der nächste Schritt, das wäre für mich dann wie ein nächster Schritt, dass wir es schaffen, und dort kommen wir nachher Technologie ins Spiel, dass wir es schaffen, einen grossen Teil von unserem Luxus zu behalten, den vielleicht sogar mit der Zeit sicher wieder auszubauen, aber halt auf nachhaltige Art. Auf Art, wo wir in keiner Weise auf Kosten von anderen
oder auf Kosten von der Zukunft leben. Und Mhm. das würde mit Technologien funktionieren. Was haben wir in der Schweiz? Was macht uns aus? Uns macht aus, dass wir viel, Einen Erfindergeist haben. ja, dass wir eine Art Kapazität und die Leute haben, vielleicht die kognitive Kapazität, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie... Mal, wir haben sehr viel Bildung. Ja, von der Bildung her eben. Also, wir haben einfach Kapazität und Okay. Geld, zum Sachen zu entwickeln, zum Mhm. neue Ideen zu finden, zu Genau. generieren. Und zu realisieren. Und wieso würde es, also Mhm. das wäre genau Technologie, nachhaltige Technologie, das würde ja super dort reinpassen. Wir könnten, an der ETH wird jetzt daran geforscht, zum eben synthetischen Treibstoff aus der Luft rauszuholen. Und Ja, wieder, aus der Luft finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber ja. an der ETH steht, Hätte man effizientere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Kaktusfarmen oder allgemein pflanzliche... so Sachen, aber es wird CO2 aus der Luft rausgeholt mit dem Verfahren. Und nachher Aber wir kann man brauchen entweder... CO2. CO2 ist nicht der absolute Gegner. Aber Nein. nicht so viel, wir dürfen eigentlich nicht so viel haben in der Luft. Ja, über das kann man sich dann eben auch streiten. Okay, das wäre dann eine Art der Meinungsverschiedenheit, wo... Also die Wissenschaft geht davon aus, dass wir zu viel CO2 haben im Moment. Ob nachher die Wissenschaft... Ein Teil von der Wissenschaft. Der grösste... So wie ich informiert Sehr bin, das ist, grosser Teil. so wie sehr ich grosser- informiert bin, ist eine Art... Sehr, sicher. Das 95% oder so von der Wirtschaft sich dort einig, dass eine Art der Klimawandel eigentlich. Ja, genau. Verursacht wird durch CO2. Genau, ja. Ja, also schlussendlich, das ist sicher der Großteil von der Wissenschaft ist dieser Meinung. Es gibt es gibt eine komprimierte Einheit von Wissenschaftlern, wo dem stark dagegen spricht. Und das sind also Doktoren, die haben ihre Ausbildung PhD und Bachelor. Das Ja. sind renommierte Wissenschaftler, die komplett das Konzept ablehnen. Von der menschenverursachten Erderwärmung schlussendlich. Und ja, auch das ist ein Thema für sich. Ich denke, Aber- das muss man ja, nicht anschneiden. Aber also... Ich finde das eben... Ich finde, also wir können, wenn du nicht willst, müssen wir nicht, aber... Mal. Also dort... dass es verschiedene Meinungen in der Wissenschaft gibt, das Ja. ist ja klar, oder? Und dass auch eine Art... dass es nicht sicher ist, dass das, was wir jetzt glauben, oder von der Wissenschaft, das hat es ja in der Geschichte auch schon gegeben, oder? Ja. Dass man vielleicht falsch schreibt und so. Aber wenn jetzt eben oder wir müssen uns nicht auf Zahlen festlegen. Ich habe jetzt die Information, dass es über 95% sind. Vielleicht sind es einfach über 50%. Wenn jetzt Nein, über 50 es sind bei weitem die Ja. meisten Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass genau. das stimmt. Und wenn wir jetzt von dem ausgehen, sowieso, also was wäre die Alternative? Das wäre die Frage gewesen, wo ich dir sowieso stellen will. Also, was wäre für dich eine Alternative? Oder ist es wie dann einfach so eine Hoffnungslosigkeit? Also in dem Sinne, ja, wir können ja wie nichts machen und dann tun wir jetzt das Beste noch daraus machen. Auch der mit China würde uns überrollen oder so. Was ist die Alternative? Also, Die Alternative haben wir zum- etwas Besseres zu tun, als probieren, moralisch korrekt sein. korrekt zu sein? Ja. Also schlussendlich die Alternative zu dem Ganzen kann ich dir nicht sagen. Also du meinst mit dem, dass wir schlussendlich dass wir nichts anderes, was können wir anders machen, als es wenigstens probieren. Okay, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich denke, mit der Ressource ist immer schon so gewesen, dass gewisse Sachen gefördert worden sind, wo man einen Nutzen daraus zieht und gewisse Sachen, wo vielleicht sogar zu viel Energie zur Verfügung gestellt hat, unterdrückt worden sind. Weil auch da muss man probieren, real sein und auch verstehen und akzeptieren, dass gewisse Gruppen gewisse Interessen haben und gewisse Gruppen, die mehr Macht haben mehr Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel ist das also etwas mit den Atomreaktoren. Ich habe vor Jahren habe ich mal von einem Projekt gelesen, wo eigentlich Atomstrom herstellen wird, auch mit der Kernspaltung, also so wie wir sie jetzt haben, einfach mit einem anderen Spaltungsatom bzw. mit einem anderen Element.
Und das wäre Thorium. Thorium ist viel häufiger verfügbar. vorhanden, ja. Der einzige Unterschied, und das ist genau das, was ich dir probiere zu sagen, ist, der einzige Unterschied zwischen Thorium und zwischen dem Uran. zwischen Uran, ich weiß die Ordnungszahl nicht, wo wir momentan verwenden, ist, dass das Uran zerfällt zu Plutonium. Und wo wird Plutonium eingesetzt? Ja. Atombombe. Ja. Ist ein harter Umstand, aber das hat dazu gesorgt, dass der grüne Reaktor sich nicht hat können durchsetzen konnte, wo auf dem Blatt, auf dem Scratch genau gleich funktioniert wie der also wie der Uranreaktor. Und das ist einfach so, ist die Welt. Ich sage nicht, dass wir dass wir das komplett annehmen, sondern wir auch alle einen kleinen Beitrag dazu leisten. Genau, wie du sagst, auch konstant nach neuen Möglichkeiten, neue Lösungen zu suchen. Wie es sich entwickeln wird, kann niemand sagen. Man kann nur wissen, wie es jetzt ist. Und jetzt sind wir halt immer noch eben relativ zentral und der Mensch schaut für sich selber. Und ja, moralisch korrekt, eben, das ist wirklich schön und möglich, wenn man einen enormen Überschuss hat. Aber wenn man dann wirklich unter Konkurrenzdruck kommt, und was ist, wenn sich die Welt weiterentwickelt, so wie sie momentan sich entwickelt, wenn wir enorm viele Leute auf einmal haben werden, wie wird sich das Ganze, wenn Afrika auch auf einmal aufstrebend ist und auch die Energieverbrauch haben wird, wie wir es jetzt haben, es sind enorm schwierige Fragen und ich meine, ich kann dir sie nicht beantworten. Es ist schlussendlich, finde ich, wichtig, dass man sich auf sich konzentriert und mit sich selber zufrieden ist. Und wenn du zufrieden bist damit, dass du komplett deine Ressourcen eigentlich minimieren willst, dann ist das für dich gut, dann passt das. Man darf dann einfach nicht von anderen verlangen, dass sie sich ebenfalls dem anpassen müssen, oder? Das ist dann immer die Gefahr. Mhm. Und zudem vielleicht noch ganz kurz, das haben wir ja vorhin schon angeschaut, oder? Mit den Batterien, wenn all die Fridays for Future, ich finde das sehr schön, aber ich bin davon überzeugt, dass die sich nicht so viel auseinandergesetzt haben mit dem Thema wie wir, wie du oder ich. Ein Großteil, also würde ich jetzt auch sagen, ein Großteil wahrscheinlich Von nicht der Masse. So. Ja. Und das ist einfach überall, oder? Das ist überall. Ja. Das ist überall. Und ich finde es erstrebenswert, dass wir uns von dem weiterentwickeln. Schlussendlich das Bewusstsein von allen Individuen voranbringen. Und nur so, weil Wissen ist Macht. Und umso mehr Wissen du hast und umso mehr angewendetes Wissen du hast, umso mächtiger wirst du. Erkenntnisse noch, ja. Ja, und auch, du kannst es umsetzen, du kannst es wirklich bauen. Du weißt nicht nur, wie es funktioniert, sondern du könntest es wirklich machen. Also das Praktische dann. Umso mehr Wissen und Macht wir eigentlich den Leuten geben, umso fairer wird die Welt. Dort, also das ist der Liberalismus-Gedanke und dort bin ich voll bei dir, so, das ist auch meine Überzeugung. Wir können nicht, das ist meine letzte Hoffnung in dem Sinn, dass wir mehr Leute schaffen zu informieren und auch wie zu vernetzen oder dass eine Art die Verknüpfungen oder die Komplexität wie es schaffen, übersichtlicher zu machen, zu entwirren, so dass dann die Welt wirklich auch fair wird. So, ja. Das wäre mega schön dort. Und das ist dann am Schluss auch etwas, wo die meisten glaube ich wollen. Aber die Frage ist, wie setzt man es um? So, ja. Genau, das hast du gut angesprochen. Den Leuten muss man immer ein Werkzeug geben, oder man muss ihnen eine Möglichkeit geben, eine Veränderung zu schaffen, oder? Und das ist zum Beispiel etwas, wo Krypto einfach in dem Ganzen perfekt reinpasst. Es ist ein dezentrales System, das eigentlich Power to the People will, oder? Und Power ist schlussendlich eben auch, wie wir schon gesagt haben, Geld, oder? Und was ich noch nicht angeschnitten habe, oder? Das kommt momentan, da gibt es Bitcoin, das sind schlussendlich einfach Währungen. Aber was sehr spannend ist, sind die dezentralisierten Finanzsysteme. Die wollen sozusagen den ganzen Überschuss, den Banken herstellen, jetzt monetar gesehen, zu den Leuten zurückbringen. Weil der gar nicht dann entsteht, also bei der Bank, der ist ja nicht dann... Ja. Die Banken handeln mit, das ist, wo ich jetzt auch viel sehe, mit den Währungen, wenn ich handle.
die Banken haben enorm viel Macht, weil sie viel Kapital haben. Das heißt, sie können den Markt bewegen. Und dadurch können sie Geld generieren, Ja. indem dass sie das Geld von den anderen aus der Tasche ziehen. Ja. Ja. Ja, das ist so. Ja, das ist mega spannend. Nach so einer weiterführend, vielleicht abschließende Frage, ich weiß nicht. Ist da noch... Sind schon ein Weile dran, ja. Ja, das ist mega cool. Ich muss schauen, dass ich irgendwie noch in die Bandprobe bekomme. Natürlich. Ja. Was wäre so... Wie frage ich das jetzt? Bin ich gerade rausgekriegt. Ja. Was wäre für dich so ein Lösungsansatz, wie dass man die Leute kann informieren, oder auf was würdest du jetzt den Fokus setzen, um die Leute zu informieren? Weil jetzt aus meiner Sicht ist das ist ja das, was mit Allerhand im Glanland, nur für das gibt es das, halt Nachhaltigkeit. Hast du das Gefühl, was würdest du wollen, was würdest du dir wünschen, dass die Leute besser informiert werden? Wo du das Gefühl hast, das macht am meisten aus? Ganz ehrlich, Krypto im Sinne von wegen, eben, man kann entweder enorm viele Informationen bereitstellen oder man kann sehr fokussiert Informationen bereitstellen. Und Krypto finde ich etwas, wo die Welt wirklich in eine bessere Richtung bringen kann. Ich weiß nicht, ob es das dann wird. Also schlussendlich, wenn wir wieder zu dem vom Anfang zurückkommen, haben wir eine klare Entscheidung. Entweder wir geben der Regierung viel mehr Macht oder wir nehmen uns Macht zurück. Und da ist es eigentlich ganz klar wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wenn Regierungen viel zu viel Macht haben, nicht schöne Sachen passieren. Nicht schöne Sachen passieren können. Oder es muss immer ein Gleichgewicht existieren zwischen Partien. Und wenn eine Partei viel mehr Überhand übernimmt, nehmen wir Nazi-Deutschland, da passieren Sachen, die nicht wirklich im Favor sind von der Bevölkerung. Ja. Und das ist mit dem Geld das Gleiche. Wenn die Regierungen alles tracen und wissen, wo, bla 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 bla, haben sie mehr Kontrolle, mehr Macht. Im Kryptobereich kommen die Informationen nicht zum Einsatz gegen... Stelle, ja. Genau. Ja. Sie kommen nicht an eine zentrale Stelle, wo die Informationen gegen die Community verwendet. Und dementsprechend denke ich, wäre das ein Teil, wo man die Leute ein bisschen könnte... Einfach, eben, ich sehe so, dass man das von Schritt machen muss und nicht auf einmal den ganzen Steinhaufen vom einen Tag zum anderen überbiegen will, sondern dass es eine Entwicklung ist. Wir sind ein Organismus, wir Menschen als global. Das kannst du nicht von heute auf morgen einfach, wir machen jetzt das. In der Realität braucht es Zeit und oftmals vielleicht sogar mehr Zeit, als ein Leben zur Verfügung hat. Ja. Cool, ja. Die grünen Technologien oder zurückschrauben mit dem Konsum, das siehst du nicht so? Oder hast du nicht das Gefühl, dass das irgendwie etwas ist, was Sinn würde machen? Schwierig, weil eben, wenn wir jetzt viel mehr auf Grün umsteigen und viel mehr Batterien daheim haben, finde ich, ist das eine Scheißlösung. Ja, das wäre dann nicht grün in dem Das Sinne. wäre Also ich meine wirklich, dass nachhaltig und zurückschrauben und ja. Da muss man sich die Frage stellen, sind zentrale Energieherzeuger effizienter? Also ein grosser Apparat, der viel Strom für viele Leute herstellt, wo sagen wir, die Ressourcenmenge braucht? Oder ist es effizienter, dass jeder daheim mit einem Stromding hat, wo so viele Ressourcen braucht? Weißt du, das Zeug muss ja auch, wenn man alle Materialien zusammenlegt, oder? Das muss auch irgendwo rauskommen und irgendwo hergenommen werden. Und das sind Metalle, das sind eben Sachen, die schwer zu erreichen sind. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, was ist effizienter. Die Welt wird es zeigen, weil wir schlussendlich gehen wir immer in die Richtung vom Effizientesten. Ja. Cool. Hast du noch irgendetwas sagen? Nein, ich denke, ich habe es enorm genossen, das Gespräch. Es ist wirklich spannend. Voll. Und, wir machen sicher mal wieder so etwas. Oder so das Privat einfach weiter diskutieren. Sicher. Bleiben wir in Kontakt. Schön. Ja, es hätte jetzt wirklich noch 2 Stunden weiter gehen können. Aber ich bin gerade froh, wenn ich noch den Zug verwünsche und euch beim Zuschauen und Zuhören. Danke vielmals, die nach dem Podcast einfach nachhören. Schreibt doch eure Meinung dazu und gebt Feedback oder stellt Fragen.
bis zum nächsten Mal. Danke dir vielmals, Miro. Bitte, ich habe jetzt trotzdem noch etwas, und zwar, wenn ihr interessiert seid im Kryptobereich, schreibt doch mir oder geht auf Facebook und folgt Glarypto und schreibt mir dort eine Privatnachricht. Cool, ja. Oder schreibt einfach mir und ich tue euch weiter verlinken, wenn ihr es Genau. nicht findet oder so. Ganz genau. Tue ich euch weiter senden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.